Ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einer neuen Episode Filmlife. Wenn euch das ganze Format gefällt, dann denkt an Schriftruhen ein Like dort zu lassen und noch zu teilen. Und wenn ihr das ganze Projekt noch unterstützen könnt, das seht ihr hier. Heute geht es um einen neuen Zombie-Film. Nicht irgendeinen, aber heute geht es um den zweiten Teil von Zombieland. Und zwar Zombieland Double Tap. Ob den zweiten Teil auch genauso fasziniert, wie der doch schon den ersten gemacht hat, und ob der Cast doch genauso gut funktioniert wie damals, das seht ihr alles hier bei Filmlife. Wichita, Little Rock, de Columbus und auch den Tallahassee sind zurück auf der Leinwand. An sie schlagen sich weiter durch eine Welt, die seit der Zombie-Apokalypse brach leidet. Aber das ist noch lange nicht alles schlecht an dieser zerstörten Welt. Zum Beispiel können sich als Protagonisten ziemlich gemütlich am Weißen Haus machen, nachdem sie dem Gegend von den Zombies befreit haben. Aber relativ sehr gehen sie für eine neue Herausforderung gestaltet. Wichita und Little Rock machen sich nämlich einfach so durch die Bascht und lassen die zwei anderen einfach so zurück. Me kurz nachdem der Columbus dat scheint, aber na lang nicht so intelligent Madison kennengelernt hat, taucht Wichita op und dealt ihnen mit, dass es leider vom Little Rock Sitze gelost geht. Da das nämlich lo mit einem anderen Typ durchgebrannt. Also hast du als Protagonisten für Little Rock an dieser zombie-verseuchten Welt rumzufahren. Was ihnen alles auf dieser Expedition geschieht und ob sie hat auch wirklich lo rumfahren, das seht alles am Kino bei Zombieland Double Tap. Etwas muss sich bei Zombieland definitiv bewusst sein. Der Film darf nicht zu echt stellen, weil der Film hält sich selber absolut auch gar nicht echt. Der Film ist von Uwe bis Ende vollgestoppt mit blutischen Scheißereien, Witze und lauter Cameos. Heute geht von der ersten Sekunde klar gemacht, holt ihr Popcorn, lehnt euch zurück und schaltet hier aus. Und da kann ich euch garantieren, dass ihr Spaß wird tun. Für mich hat hier einfach alles gepasst. Ich hatte als Fan vom ersten Teil ein bisschen Angst, dass der neuen Teil zu gewollt gegen rüberkommen. Aber das war ganz gar nicht der Fall. So blöd der Humor auch heute ist, passt aber immer in perfekter Situation. Aber für mich musste ich feststellen, dass die Story an diesem Film überhaupt keine so große Rolle spielt. Und eigentlich interessiert den noch gar nicht, wie die ganze Geschichte ausgeht. Es lehnt sich einfach zurück und genießt die Situationen, an denen sie sich beginnen. Zu der Story kennt ihr da so, dass sie eigentlich echt ein Negativpunkt ist. Weil sie einfach nicht mehr egal ist und nicht mehr dafür da ist, für als Protagonisten alterem durch das Welt zu checken. Mir wird dieser Film da so speziell und auch nicht langweilig mischt als der Cast. Ich hatte den Eindruck, dass jeder, den noch mitspielt, einfach Lust hat, bei dem Film mitzumachen. Und trotz dass alle guten Schauspieler mittlerweile echt klassisch und ausgezeichnete Schauspieler sind, war kein sich von ihnen zu schön, für bei diesem Film mitzumachen. Emma Stone bringt zum Beispiel richtig viel Charakter an das Rolle. Und nicht mehr gehen, dass es sich richtig austoben bekommt. Oder auch den Jesse Eisenberg passt einfach nicht mehr perfekt auf den neurotischen Columbus. Und noch der Woody Harrelson hat der Tyron perfekt umgesetzt. Jeder von ihnen hat seine Rolle mit dem neidischen Fangerspitzengefühl überzeugend. Just hat für mich Abigail Breslin nicht so überzeugt. Leider hat das comichaft Überzeichnen ein bisschen gefehlt. Für mich hat die Rolle leider ein bisschen zu viel zurückhaltend gespielt. Aber dennoch so muss, dass der Regisseur Ruben Fischer diesen Film wirklich solid umgesetzt wird. Er sind einfach die neidischen Splatter- und Humormomente umgesetzt, die diesen Film unbedingt braucht. Und dann hat er schon Durchblicke gelost, dass wahrscheinlich schon noch ein dritten Teil an Aussicht steht. Gut, da kann ich sich fragen, muss das wirklich sein? Und ich meine, dafür gibt es nämlich eine klare Antwort. Nein, absolut nicht. Aber ich freue mich trotzdem, dass Zombieland weitergeht. Vorausgesagt, dass der Originalcast aber dabei bleibt. Weil für mich ist es genau das, was dieser Film ausmacht. Als Fazit kann ich so, wenn die auf Zombie-Filme steht, und ich eine Komödie wie Shaun of the Dead oder auch den ersten Zombieland wollt gehen, da steht einem mit einer heilsamen Noven am Kino eigentlich nicht mehr am Weh. Von mir da wäre eine definitive Empfehlung. Wenn euch dieses Video da gefallen wird, dann denkt wenn ich dran zu liken und zu teilen. Und in dem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Zombieland Double Tap. Welcome to Zombieland. Life is about more than just survival. We were a family. Dysfunctional, sure, but what family isn't? Merry Christmas! What would you like, little girl? I'd really like for you to stop calling me little girl. But do you know what I would like? I don't give a shit what you... It felt so good to be on the move again. Whoa! Oh my god, I'm so sorry. Hi, I'm Columbus. Madison. This is Tallahassee. Hey, Paul Blart. Is this your dad? Oh, whoopsie. I forgot the seatbelt rule. Oh, so she knows the rules? I told her just a few of them. 73. Are there more? You're cute. I like it. My sister is gone. She picked up a boy. He's from Berkeley. Berkeley! You don't have weed, do you? Do I look like the type of person that would have weed? I'm sorry. Boom! Yeah! I have nothing against Hippies, I just want to beat the shit out of them. We're gonna go get her. We write it, Dawn.
Start talking. You first. Oh, my name's Tallahassee. Die, zombie! Light 'em up! No! That's my ride! Oh, my apologies, little Elvis. Okay, is it me, or does he kind of remind you of... I don't like you. At all. I think you double parked. Or more perpendicular parked. Hope we don't get a ticket. What is going on here? What? Hello, everyone. Am I hallucinating?